Gänsehirtin am Brunnen. Es war einmal ein steinaltes Mütterli. Das hat mit seiner Herde Gänse in einem kleinen Häuschen gewohnt, wo einsam zwischen den Bergen gestanden ist. Rundum war ein grosser Wald. Jeden Morgen hat das Mütterli seinen Stock genommen und ist in den Wald gekumpelt. Ganz fleissig hat es dort gewerkt. Es hat Gräs gesammelt für die Gänse und das wilde Obst von den Bäumen gepflückt. Dann hat es das alles auf dem Rücken heimgetragen. Man hätte meinen, das Gewicht würde das Weibli zu Boden drücken. Aber es hat es immer gut heimgebracht. Wenn ihm jemand verkommen ist beim Arbeiten, hat es ganz freundlich Grüezi gesagt. Guten Tag, liebe Landsfrau, liebe Landsmann. Heute ist schön Wetter. Ja, gellet, ihr wundert euch, dass ich all das schleppe. Aber jedes muss seine Last auf den Buckel nehmen. Die Leute sind ihm nicht gern begegnet und haben lieber einen Umweg gemacht. «Nehmt eure Nacht vor deren Alten», haben sie geflüstert. «Sie ist sicher eine Hex.» Und so ruhig wie möglich sind sie weiter. Einmal an einem Morgen ist ein junger, hübscher Mann marschiert. Die Sonne hat warm geschonnen, die Vögel haben zwitschert und ein kühles Lüftli ist durchs Laub gestrichen. Am Wanderer ist es wohl ums Herz. Und bis jetzt hat er noch kein Mensch angetroffen. Plötzlich sieht er die alte Frau am Boden knäulen. Sie hat mit ihrer Sichel geraset. Ein ganzes Fuder Kräuter hat sie schon in ihrem Trägtuch verstaut gehabt. Und daneben sind 2 Körbe gestanden, wo bis an den Rand rauf mit Äpfel und Birnen gefüllt sind. «Aber Mütterli», hat der junge Mann gestaunet, «wie wollt ihr da auch alles tragen?» Ich muss es tragen, lieber Herr, hat es ihm zur Antwort gegeben. Kind von reichen Leuten müssen das nicht. Aber beim Bauer heisst's, schau dich nicht um, dein Buckel ist krumm. Wollt ihr mir helfen? Das ist für euch keine Sache. Ihr habt noch einen geraden Rücken und junge Beine. Es ist nicht weit. Seht ihr, dort steht mein Haus, hinter einem Berg, auf der Heide. Der junge Mann hat Mitleid mit der Frau. «Mein Vater ist zwar kein Bauer, sondern ein reicher Graf. Aber dass ihr seht, dass nicht nur Bauern tragen können, will ich euch das Wehrli schleifen.» Wenn ihr's probieren wollt, dann soll's mir recht sein. Etwa ein Stündli müsst ihr rechnen. Halt! Die Äpfel und Birnen dürft ihr nicht vergessen. Es ist dem Graf doch ein bisschen gespässig vorgekommen, wo er von einer Stunde Weg gehört hat. Aber die alte Frau hat getan, wie wenn sie nichts gemerkt hätte. Sie hat ihm das Trägtuch auf den Rücken gebunden und dann beide Körbe an den Arm gehängt. Seht ihr noch? Da geht ganz ring. Der Graf hat das Gesicht verzogen. «Also, grad Licht ist es nicht. Der Bündel drückt so fest, wie wenn lauter Backsteine drin wären. Und die Äpfel und die Birnen sind schwer wie Blei. Ich kann kaum mehr schnaufen.» Am liebsten hätte er den ganzen Plunder wieder abgestellt. Aber das Weibli hat das nicht gelten lassen. Jetzt schaut auch da, hat es ganz spöttisch gesagt. der junge Herr will nicht tragen,
wenn ich, alte Frau, schon so manchmal aufgebuckelt habe. Schöne Worte machen, ja, das kann er. Aber wenn's ernst gilt, will er nichts mehr wissen davon. Was stehen ihr an und studiert? Hopp, lupfen bei. Es nimmt euch niemand mehr ab. Es ist dem Graf nichts anderes übrig geblieben, als weiter zu kriechen. Eben aus ist es noch gegangen. Aber wo sie dann den Berg aufsteigen mussten, da hat er es kaum mehr ausgehalten. Schweißtropfen sind ihm auf den Stirnen gestanden. Bald ist es ihm heiß und kalt der Rücken abgelaufen. «Mütterli», hat er gestöhnt, «lass mich ein bisschen ausruhen.» Nicht da. Wenn wir beim Haus oben sind, könnt ihr ausruhen. Aber jetzt müsst ihr weiters. Wer weiß, für was es gut ist. Der Graf wollte das Trägtuch aufknöpfen, aber da ist so fest an seinem Rücken geklebt, wie wenn es angewachsen gewesen wäre. Alles Drüllen und Reissen hat nichts genützt. Das alte Weibli hat gelacht und ist lustig auf ihrer Krücke umeinander tanzet. Werdet doch nicht verrückt, lieber Herr. Ihr kommt ja ganz einen roten Kopf über. Träget eure Last mit Geduld. Wenn wir dann beim Haus angekommen sind, gebe ich euch gern einen rechten Lohn. Da hat er halt weitergebuckelt, hat auf die Zähne gebissen und ist hinter der Alten hergeschlichen. Aber es hat ihm gedunkt, das Weibli laufe immer flinker und sein Bündel werde immer schwerer. Auf einmal hat es einen Satz genommen, ist aufs Trägtuch gegumpelt und oben drauf gesessen, wie wenn nichts wäre. Und obwohl es spindeltür war, hat es doch mehr Gewicht gehabt als päbiges Spurenmeitli. Am jungen Mann haben die Knie gezittert. Aber jedes Mal, wenn er stehen bleiben wollte, hat ihm die Alte mit Brennnesseln um die Beine geschlagen. Endlich sind sie beim Haus angekommen. Es war aber auch höchste Zeit. Der Burst ist fast zusammengesackt vor Erschöpfung. Wo die Gänse die alte Frau gesehen haben, sind sie ihr mit gestreckten Hälsen entgegengelaufen. Sie haben mit den Flügeln geschlagen und Wolle, 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 Wolle geschnattert. Hinterher ist eine alte Hirtin geschlarpet, mit einem Stecken in der Hand. Sie ist gross und stark und sündenwüst. «Frau Mutter», hat sie die Alte gefragt, «ist auch etwas passiert? Ihr seid so lang weggeblieben?» «Püetis nein, mein Töchterli», hat die gesagt. «Mir ist nichts Böses geschehen. Ganz im Gegenteil. Der nette Herr da hat mir meine ganze Last heimgetragen. Und denke mal, wo ich müde geworden bin, hat er mich grad auch noch auf den Rücken genommen. Der Weg hat uns gar nicht lang gedunkt. Wir haben es lustig miteinander und haben ständig gespasset. Und jetzt endlich ist die alte Frau abgerutscht, hat dem Graf das Trägtuch aufgeknöpft und die Körbchen vom Arm genommen. Sie hat ihn angelacht und gesagt, «So, und jetzt sitzt auf der Bank vor dem Haus und ruhet aus. Ihr habt euer Lohn redlich verdient.» Dann hat sie sich zur Gänsehirtin gekehrt. «Gang ins Haus rein, mein Töchterli. Es schickt sich nicht, dass du mit einem jungen Mann allein bist. Er könnte dich noch gern bekommen.» Der Graf hat nicht gewusst, ob er lachen oder brüllen soll. Und wenn das Schätzli 30 Jahre jünger wäre, könnte mir mein Herz doch nicht erwärmen. Während hat das Mütterli ihre Gänse gehätschelt, wie wenn es Kind wären. Dann ist sie mit der Gänsehirtin im Haus verschwunden. Der Graf
hat sich auf dem Bänkli ausgestreckt. Ein wilder Äpfelbaum hat ihm Schatten gegeben. Rund ums Haus war eine saftige, grüne Wiese, prägelnd voll Schlüsselblümli und wildem Thymian. Zmitzdüre hat ein Bach gesprudelt. Die Sonne hat drin glitzert. Die Gänse sind auf und ab gewatschelt oder haben im Wasser gepflanzt. Eigentlich ist es gar nicht übel da, hat der junge Mann gedacht. Und dann sind ihm die Augen zugetrollt. Als er eine Weile geschlafen hat, ist die alte Frau gekommen und hat ihn wachgerüttelt. Stand auf, du kannst nicht da bleiben. Ich weiss schon, ich hab das nicht leicht gemacht. Aber grad gestorben bist wegen dem nicht. So, und jetzt kommst du dein Lohn über. Geld brauchst du keins, da hast du selber genug. Aber schau da, nimm das. Sie hat ihm ein kleines Dösli in die Hand hineingelegt, wo aus einem einzigen Smaragd geschliffen war. Träg im Sarg, Hat sie ihm gemahnt. es soll dir Glück bringen. Der Graf ist aufgestanden und hat sich verwundert, dass er wieder ganz ausgeruht war. Ich danke Ihnen vielmal, hat er zur alten Frau gesagt und hat sich auf den Weg gemacht. Noch lang hat er das lustige Geschnatter von den Gänsen gehört. 3 Tage ist er im Wald umgekehrt, bis er endlich den Weg herausgefunden hat. Er ist in eine grosse, fremde Stadt gekommen. Kein Mensch hat er gekannt. Und niemand hat gewusst, wer er ist. So hat man ihn ins Schloss geführt. Der König und die Königin sind auf dem Thron gesessen. Der Graf ist runtergeknüllt und hat der Königin sein Smaragdösli vor die Füße gelegt. «Stand auf und gib mir dein Geschenk», hat sie gebeten. Kaum aber hat sie den Deckel aufgemacht und reingeschaut, ist sie ohnmächtig zusammengesunken. Sofort haben die Diener den Graf gepackt und wollten ihn ins Gefängnis werfen. Aber in dem Moment ist die Königin zu sich gekommen und hat gerufen: «Halt! Lasst den jungen Herr frei und geht bitte zum Saal aus. Ich möchte allein mit ihm reden.» Wo nun noch sie, der König und der Graf im Saal sind, hat sie angefangen zu schluchzen. «Oh, was nützt mir all der Glanz und die Pracht um mich herum? Jeden Morgen verwache ich mit dem gleichen Kummer. Du musst wissen, wir hatten 3 Töchter. Die jüngste war so schön. Mit einer Haut wie Äpfelblüten und Haar wie Sonnenstrahlen. Wenn sie gepriegt hat, sind ihr anstatt Tränen Perlen zu den Augen ausgekullert. An ihrem 15. Geburtstag hat der König alle 3 Töchter vor den Thron gerufen. «Meine Liebe, ich weiss nicht, wie lange ich noch lebe. Drum möchte ich heute bestimmen, was jede von euch nach meinem Tod soll überkommen. Ich weiss, dass ihr mich alle gern habt. Aber ich möchte wissen, wie gern und wer mich am liebsten hat.» Die Älteste hat geseufzt. Vater, ich hab dich so gern wie die süßesten Zuckersachen. Die Zweite: Und ich hab dich so lieb wie mein schönstes Kleid. Die Jüngste aber hat geschwiegen. Der Vater ist ungeduldig geworden. «Und du, mein Kind?» «Ich weiss es nicht, Vater. Ich kann meine Liebe mit nichtem vergleichen.» Schliesslich hat sie gesagt: «Das beste Essen schmeckt mir nicht ohne Salz. Drum habe ich dich so lieb wie Salz.» Wo der König das gehört hat, ist er böse geworden.
Wenn du mich so gern hast wie Salz, so sollst du auch mit Salz belohnt werden. Er hat sein Reich unter die beiden älteren Schwestern verteilt. Der Jüngsten aber hat er einen Sack voll Salz auf den Rücken binden lassen. 2 Knechte mussten sie in den tiefen Wald rausführen. Wir haben alle für sie gebittet, aber die Wut vom König war stärker. Er hat kein Verbarmen gehabt. Oh, wie hat sie gepriegt beim Abschied. Auf dem ganzen Weg sind Perlen gelegen. Alles ihre Tränen. Der König aber hat seine Härte bitter bereut. Er hat sein Töchterli im ganzen Wald suchen lassen. Aber niemand hat es gesehen oder gefunden. Wenn ich daran denke, dass es die wilden Tiere gefressen haben könnten, so weiss ich mir vor lauter Kummer nicht mehr zu helfen. Aber jetzt, wo ich euer Smaragdbüchsli aufgetan habe, liegt eine Perle drin, die genau so aussieht wie die Tränen von unserer Tochter. Ich kann es fast nicht glauben. Sagt mir, werter Herr, wie sind ihr zu dieser Perle gekommen? Jetzt hat der Graf angefangen zu erzählen. Von der alten Frau im Wald, wo ihm nicht ganz gehör war, wie er hat schleifen, bis er fast zusammengekracht ist. Und wie sie ihm dann als Lohn das Schmuckdrückli mit den Perlen gegeben hat. Und unsere Tochter, hast du sie nie gesehen? Hat der König wissen. Der Graf hat den Kopf geschüttelt. Nein, er hat nie ein junges Mädchen angetroffen. Liebe Frau, hat der König zur Königin gesagt, wir gehen sie suchen. Dort, wo die Perle herkommt, wird man bestimmt auch etwas von unserem Kind wissen. Morgen machen wir uns auf den Weg. Und Sie, Herr Graf, könnten Sie uns begleiten und zu dieser alten Frau führen? Ganz wie Sie wünschen, hat der Graf gesagt und hat sich tief verneigt. In der Zwischenzeit ist die alte Frau in der Stube in ihrem einsamen Haus gesessen. Es ist langsam dunkel geworden. Ein Holzscheit, wo im Herd brennt hat ihr gerade genug Licht gegeben, dass sie spinnen konnte. Von aussen hat man ein heiseres Geschnatter gehört. Ole, 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 ole. Gänse sind von der Weide zurückgekommen. Die Tochter hat es heimgetrieben und in den Stall gebracht. Dann ist auch sie in die Stube gekommen und zu der alten Frau hergesessen. Die hat nur ein bisschen mit dem Kopf genickt. Die Gänsehirtin hat ihr Spinnrad geholt und den Faden so flink drüllt wie ein junges Mädchen. So sind 2 Stunden vergangen, ohne dass eins von beiden geredet hätte. Plötzlich hat es gekratzt am Fenster. 2 leuchtige Augen haben durch die Scheibe geschaut. Es war die Nachteule, die 3-mal gerufen hat, «Wuhu! Wuhu! Wuhu!» Die Alte hat einen Moment aufgeschaut und dann gesagt, Es ist Zeit, mein Töchterli. Gang raus und mach deine Arbeit. Die Gänsehirtin ist aufgestanden und zur Tür raus. Sie ist über die Wiese gelaufen, bis sie zu einem Brunnen gekommen ist. 3 Eichenbäume sind drumherum gestanden. Der Mo ist rund und gross über den Berg aufgegangen. Er hat so hell geschonen, dass man ein Glüfeli finden konnte. Die Gänsehirtin ist ganz nahe zum Brunnen her und hat auf einmal eine Haut abgezogen. Sie hat sich zum Wasser herabgebückt und hat sich das Gesicht gewaschen. Dann hat sie die Haut genommen und im Brunnen getunkt. Nachher hat sie auf die Wiese gelegt, damit sie im Mondschein trocknen könne. Aber
Wie ist die Gänsehirtin verwandelt gsi? So etwas habt ihr noch nie gesehen. Nimmt mehr von alt. Ein wunderschönes, junges Meitli ist da gestanden, mit Augen wie Sternen am Himmel. Goldige Haare haben sie eingehüllt wie einen Mantel aus Sonnenstrahlen. Doch das schöne Meitli war traurig. Es ist auf dem Brunnenrand gesessen und hat angefangen zu brieken. Eine Träne nach der anderen ist ihm übers Gesicht und zwischen den Haaren auf die Erde gekugelt. Und jede Träne war eine Perle. Wahrscheinlich wäre es noch lang so da gesessen. Aber auf einmal hat sie den Äst von einer Eiche geraschelt und knackt. Das Mädchen ist aufgesprungen. In dem Moment ist eine schwarze Wolke vor dem Mond gekrochen. Blitzschnell ist das Mädchen wieder in die alte Hu geschlafen und verschwunden, so wie wenn der Wind ein Licht ausblasen würde. Es hat am ganzen Körper gezittert, wo es beim Haus angekommen ist. Die alte Frau hat schon gewartet aufs. Sie hat freundlich gelacht. Musst mir nichts erzählen. Ich weiss schon alles. Komm nur rein. Sie hat ein neues Holzscheit angezündet und einen Besen geholt. Und jetzt hat sie angefangen zu putzen wie noch nie. Das Mädchen ist nicht mehr draus gekommen. Mutter, wieso fangt ihr so spät in der Nacht mit dieser Arbeit an? Es muss alles super sein. Weisst denn du, wie spät das es ist? Es ist noch nicht Mitternacht, aber 11 Uhr ist vorbei. Siehst, hast du vergessen, dass du genau heute vor 3 Jahren zu mir gekommen bist? Deine Zeit ist um. Wir können nicht mehr länger beieinander bleiben. Das Mädchen ist zusammengefahren. Oh, liebe Mutter, wollt ihr mich fortjagen? Wo soll ich auch her? Ich habe ja keinen Freund und keine Heimat. Ihr seid doch immer zufrieden mit mir. Bitte, schickt mich nicht weg. Die alte Frau hat nur gesagt, auch ich kann nicht mehr länger da bleiben. Wenn ich aber gegangen, muss das Haus blitzblank sauber sein. Drum halt mich nicht auf. Um dich selber musst du dir keine Sorgen machen. Du wirst ein Plätzchen finden, wo du bleiben kannst. Und mit dem Lohn, wo du bekommst, wirst du bestimmt zufrieden sein. aber Mutter, was habt ihr vor? Stör mich jetzt nicht bei meiner Arbeit. Gang in deine Kammer und nimm die Haut ab. Dann leihst sie die Kleider an. Das, was du getragen hast, wo du zu mir gekommen bist. Und dann wartest, bis ich dir rufe. Nimmt es euch auch Wunder, liebe Kinder, was der König und die Königin in dieser Zeit gemacht haben? Sie sind also zusammen mit dem jungen Graf ihre Tochter suchen. Den ganzen Tag sind sie gewandert, bis zum Wald gekommen sind. Es ist Abend geworden und dann Nacht. Irgendwann hat der Graf den König und die Königin verloren. Als er es endlich gemerkt hat, sind sie schon so weit auseinander gewesen, dass alles Rufen nichts mehr genützt hat. Wohl oder übel ist er allein weitergezogen. Die ganze Nacht durch. Und auch noch den nächsten Tag. Jetzt hat er endlich den Weg wieder gekannt. Wo es wieder Abend geworden ist, hat er Halt gemacht. So, da bleibe ich. Mühe genug bin ich opplau, hat er gesagt. Er ist auf einen Baum aufgeklettert und hat sich's bequem gemacht. Der Mond hat hell über die ganze Gegend geschonnen. Plötzlich hat er eine Gestalt gesehen, den Berg herabkommen.
Das ist doch die Magd, wo bei der alten Frau Gänse hütet, hat der Graf gemurmelt. Was macht denn die da, mitten in der Nacht? Und dann ist es eben passiert. Die Gänsehirtin hat ihre Haut abgezogen und ist das wunderschöne Mädchen gsi. Der Graf hat sich ganz vergessen auf seinem Baum oben. Er hat einen langen Hals gemacht und den Kopf so weit wie möglich zwischen den Blättern vorgestrickt. Wahrscheinlich eben zu weit. Der Ast, wo er drauf gesessen ist, hat gekracht und er ist abgepurzelt. Was dann passiert ist, das wissen wir ja. Das schöne Mädchen ist in die alte Hu geschlafen und davon gerannt. Der Graf hat sie einholen. Aber eben, die schwarze Wolke hat den Mo versteckt. Und so hat das Mädchen plötzlich nie mehr gesehen. Schlafen kann ich einen Weg nicht mehr, hat er gedacht. Es ist besser, wenn ich weiter wandere. Es ist hell geworden am Himmel. Die ersten Sonnenstrahlen haben es lang gestreichelt. Und dann hat er 2 Gestalten entdeckt. Der König und die Königin. Sie haben schon in der Nacht das Licht gesehen im Häusli der Alten und sind darauf zugegangen. Der Graf ist jetzt bei ihnen angekommen. Er hat schnell erzählt, was er für Wundersachen erlebt hat beim Brunnen. Jetzt sind alle ganz sicher gewesen, dass da die Königstochter muss sein. Voll Freude sind sie beim Häusli angekommen. Die Gänse haben friedlich geschlafen. Die Köpfe haben sie unter den Flügel gestreckt und keine einzige hat geschnattert. Die 3 haben durchs Fenster gegüchselt. Die alte Frau ist still dort gesessen und hat gesponnen. Sie hat ein bisschen mit dem Kopf gewackelt, aber sonst nicht herumgeschaut. Es war so sauber in der Stube, wie wenn kleine Nebelmännchen hier gewohnt hätten, wo kein Staub an den Füßen haben. Ihre Tochter aber haben sie nie gesehen. Sie haben alle Mut zusammengenommen und an die Tür geklopft. Die alte Frau hat nett gerufen. »Nu herein, ich kenne euch schon.« Sie ist aufgestanden und hat die Tür aufgemacht, wie wenn sie es schon lange erwartet hätte. »Kommt rein?« »Ja, ja, ihr habt einen weiten Weg hinter euch. Den hättet ihr euch sparen können, wenn ihr euer lieb, hilfsbereit Töchterli nicht vor 3 Jahren verstoßen hättet. Und das erst noch ungerechterweise. Aber ihm hat es nichts geschadet. Es hat Gänse gehütet und dabei sein rein Herz behalten. Und er, glaube ich, sind genug gestraft mit der ganzen Angst, die ihr in dieser Zeit hattet. Die Alte ist zur Kammer und hat gerufen: »Komm raus, mein Töchterli.« Und jetzt ist die Königstochter rausgekommen, im seidigen Kleid, mit ihren strahlenden Augen und den goldigen Haaren. Einen Moment lang ist sie wie angewurzelt da gestanden. Aber dann hat sie Vater und Mutter umarmt. Vor lauter Freude sind allen Tränen gekommen. «Mein Kind«, hat der König endlich gesagt, «das Königreich habe ich deinen Schwestern geschenkt. Was soll ich dir sonst geben?» «Sie braucht nichts«, hat sich die alte Frau eingemischt. «Ich schenke ihr die Tränen, wo sie um euch gepriegt hat. Das sind alles echte Perlen. Die sind mehr wert als euer ganzes Königreich. Und als Lohn für ihre Arbeit soll sie mein Häusli bekommen.» Kaum hat die alte Frau da gesagt, ist sie vor den Augen von allen 4 verschwunden. Dann hat es ein bisschen geknarrt in der Wand
und plötzlich ist ein prächtiger Palast da gestanden. Das Häusli ist weg gsi. Ja, liebe Kind, da hat meine Großmutter, wo mir die Geschichte erzählt hat, nicht mehr weiter gewusst. Aber ich glaube fast, der junge Graf hat die schöne Königstochter geheiratet. Und vielleicht sind die weißen Gänse lauter arme Mädchen gsi, wo die alte Frau zu sich genommen hat. Die haben jetzt als Dienerinnen auf dem Schloss leben. Eins aber weiss sie ganz sicher. Das alte Mütterli war keine Hex, sondern eine weise Frau. Ja, wer weiss, vielleicht sogar eine Fee.